Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Nummer Mats. Ich will heute ein Thema aufbringen. Und das hätte ich jetzt schon ganz am Anfang bringen, weil es von den Hauptpunkten ist, wenn überhaupt den Anfang sich mit Spiritualität und mit Esoterik zu befassen. Auch hier ist es ein bisschen so, dass ich nicht ein How-to entwickeln, wie verstehen das, mehr bisschen auf die Sachen eingehen, die an ganz vielen Explikationen nicht dran sind. Okay, für dich mal an nächster Stelle, worüber schwätzen wir über das Thema von der Meditation. Ich persönlich stelle nämlich immer fest, dass Meditation eigentlich extrem missverstanden wird. Meditation, also sich ganz einfach zu erklären, das für einen Sänger mitzusehen. Meditation, also medimetisch. Interessanterweise bedeutet Konzentration genau dasselbe. Zentriert sie. Mod-Zentration, konzentrare, Mod-Zentration. Wenn ihr aber haut über den esoterischen Bereich geht, und über den spirituellen Bereich geht ganz viel davon gespart, dass man gefeiert Meditationen haben. Und ich will ganz klar definieren, dass eine soi-disant gefeiert Meditation keine Meditation ist. Und das fängt aber einen ganz einfachen Punkt an. Für was kann eine gefeierte Meditation gut keine Meditation an sich sein? Weil wir durch die Wörter von dem anderen gelebt gehen und dadurch überall sind, wir nicht an der mit. Wir sind mit unserem Gehirn, mit unserem Denken überall in der Welt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, eine Meditation findet nicht an unserem typischen Beta-Denken statt. Dafür will ich ganz kurz ausholen, was Beta-Denken ist. Beta-Denken ist eigentlich das, was wir machen, wenn wir sozusagen wackrig sind. Und das ist ein Linear-Denken. Das heißt, wenn wir wackrig sind, das ist der Moment, wo wir aufhängen, als Gedanken zu machen. Okay, ich stehe auf, ich mache meinen Kaffee, ich esse, ich gehe auf die Arbeit und so. Das ist die ganz lineare Basis, besteht auch immer. Da bestehen auch die Wörter mit dran. Wir können nicht 6 Wörter mit den sagen und dann von dem anderen erwarten, dass man versteht. Erstens kennen wir das nicht, weil das an dem linearen Denken dran ist. Und ich will das doch nur klarstellen, das ist nicht Schlechtes, das lineare Denken, aber das ist nicht, was Meditation kann unterstützen. Meditation hält uns unter anderem an Alpha-Denken dran, wo es um bildlich Denken geht. Und das geht für und an die verschiedenen Schwingungen heran, die dann irgendwie nicht abstrakt gehen, bis zum hin zu dem, was dann, was man den Fall, den H.E. Duval Gedankenstil nennt. Das heißt, dass Gedanken wirklich zur Ruhe kommen. Und Gedanken können nicht zur Ruhe kommen, wenn irgendjemand schwätzt. Der sieht mit den Gedanken in dem Moment irgendwo mit einem Teil von ihrem Gehirn trotzdem dabei, für den Not zu lauschen und für zu gucken, der Sache zu folgen. Logine Leute, die bringen das effektiv fertig, das heißt, die sind an ihrem Dingen, die lauschen das noch und irgendwie sind sie sofort, da kriegen den Text nicht mehr mit. Das heißt, dem Moment sind sie am meditativen Zustand. Mir das, weil sie einfach entweder eine gewisse Übung oder eine gewisse Tendenz an die Richtung zu gehen. Vielleicht Leute, die ein bisschen mehr moderiert zu Gehirnhaltung denken, weil das die Längsgehirnhaltung, die als linear hält. Mir gefeiert Texte unterstützen keine Meditation. Sie unterstützen keine Gedankenstille, sie unterstützen keine Idee, für das Gehirn wirklich kann zurückkommen. Bedeutet also für mich, dass gefeiert Texte, gefeiert Resen, sei das an sich selber oder sie Fantasieresen, sind die noch schlecht oder bringen die gut nicht. Das ist nicht der Punkt und da sagt das ist, da kann ich ganz klar sagen, doch, die können das in das andere bringen. Es gibt Resen da drin, die du gemäht gehen, wohin, ob sein Körper lauscht, wohin sich auch ein Link kann vorstellen, aber vielleicht auch sogar gefeiert Texte, die sich ein, zweimal lauscht, an der Weise, wie sie funktionieren, an der Gebrauch den, die Techniken für loser mit aus dem Rot zu kommen, ohne dass die Texte noch weiter noch lauscht, weil sich das bildlich sozusagen festgehalten hat. Aber insofern können also so Sachen helfen. Auch wie gesagt, wenn es wirklich darum geht, da muss sein inneres Bewusstsein in eine Richtung zu guidieren, für Sachen rundzukommen, Informationen rundzukommen, die so nicht kriegt. Also ich will gerne, dass das ganz klar ist, dass die Techniken absolut ihre Sinn haben und auch gut sind.
ganz oft basieren sie eigentlich auch auf all den Sachen, auf all den Techniken, die transindustriellen Spruch kommen, die noch aus der NLP und aus der Psychologie kennen, aus Therapie Basen heraus. Wir wissen schon in der Zwischenzeit, dass die Esoterik ganz oft an den psychologischen und an den therapeutischen Pool greift, aber das Problem eben möchte, dass sie dann ein bisschen so verdrehen und dann ein bisschen hinstellen, wie wenn sie Trappen erfunden haben. Und das ist ein bisschen echt die Gefahr, die ich da dran gesehen habe. Wir können dadurch an eine Hypnose geraten, wir können an eine Trance geraten. Das ist plus minus dasselbe. Also, wenn du kennt, an der Seele etwas Ähnliches, los erst du nicht auf die Spielersche an. Der Punkt für mich ist immer, guckt erst an, ob er etwas bringt oder nicht. Ein ganzer Kopf von den Texten, und ich habe mehr wie ein Mal erlebt, zu Leuten gesagt, ich kann nicht wirklich etwas damit anfangen. An den Hocken und der Geschichte, dass sie da mengen, es gibt von hinten leihen, weil sie nicht mit einer soi-disant gefährter Meditation können anfangen. Es kann aber ganz einfach sein, dass hier das Gehirn, hier Psyche gerade etwas ganz anderes braucht, und dafür die Sachen dann im Moment nicht mehr hilfreich sind. Das heißt, besonders für die Leute, die aufhängen. Natürlich, hol dich die eine oder die andere gefeiert, wie gesagt, da wisst ich halt nicht für Meditation, gefeiert Reisen, hol dich die, wo der merkt, die bringen mir etwas, die feiern mich in so schön, lauscht dazu an, guckt, ob er nicht mit der Zeit so. Ich brauche den Text nicht mehr, und ich kann nicht mal etwas Ernstes machen. Das ist zum Beispiel, gibt die Gedanken, sie leid an einer Dinge, für eben dahin zu kommen und die mitzukommen, sondern okay, an ihrem Text sollen sie dann stellt euch eine rote Linie für oder eine Linie an einer Vorführ, die von oben nach unten geht, sodass ihr euch vorstellen könnt, wo er mit ist, und dass da wenn er an ihrem Leben hin und her schwankt, dass er sich dann an der Mitte fand. So, das ist für den meditativen Zustand rundzukommen. Wenn er das dreimal gelauscht hat, da kennt er den Text. Da braucht doch nicht mehr auf den Text anzugehen, der könnte ich egal wo du hinter sitzen und dann erst die Linie vorstellen und sagen, okay, lo gehe ich da dran, ohne dass er noch muss auf weiter gehen. Insofern können so Texte am Anfang auf jeden Fall hilfreich sein. Wie wat mir weiter dran geht, wat er mehr will damit befassen, dass ein Körper, Psyche, Energien effektiv vom selber können reagieren, umso besser ist es, wenn er mit der Zeit von den Sachen loslässt. Also im Sinn von, das ist ein bisschen, wie ich immer so, das wie wenn ich am Anfang schwammen lehrt, dann tut die Schwammärmchen irgendwie nicht kennt der Punkt, wo die Schwammärmchen auch ausdoen soll, wo ein bewusst ist, dass ich das ganz allein kann. Aber was ganz wichtig daran ist, just wenn man keine Übung hat, als Gehirn weiß schon genau, was es will. Aber besonders den Aspekt zu erreichen von der Gedankenstille als einen ganz gesunden oder wie soll ich das sagen, einen heilenden Effekt. Und das kann ich wirklich stucken ob ein State, ob ein Zustand, den da wirklich für das Gehirn auch erholsam ist. Als Gehirn denkt die ganze Zeit an. Wir sind in der Weh, wir sind am Tag werklich, und wir so nice, aber ich muss nach Abkaufen gehen, ich muss Kant nach an der Fußball feiern, oh, geht es Menge Kerzen gut, was immer. Das sind so viel, wo wir die ganze Zeit am Gang sind, wo Leute, wenn wir auf der Arbeit sind, Leute mit euch schwätzen, Klienten, die mit euch schwätzen, Gedanken, die wir reisen, meine Patienten machen, etc., etc. Inwiefern, einfach mal den Gedanken ein bisschen wie weit fällt, inwiefern fand er dann eigentlich gut, wenn der dann noch ein Kassette rausholt, ein Kassette oder damit wie alles sind, egal, ein P3 oder whatever rausholt, und dann lässt er weiter hinzulabern. Er Gehirn hat genug Input an die Richtung kriegt, an ihrem Gehirn geht es darum, um aufzukommen. Aber wenn das Gehirn kann aufkommen, und wirklich auf den Punkt kann kommen, nicht mehr denken zu müssen, dann kann es sich wirklich auf den Punkt anpendeln, wo es dem gut geht und wo es gesund ist. Nur mal natürlich der Punkt, bloß eine ganz komplett, ja, aber wie soll ich das machen, für nicht zu denken? So, im Sinne von, wir können nicht denken. Ja, Gedankenstille ist zu erreichen, das ist keine Sache, die von Haut auf morgen geht. Ich von den ersten Punkten, wann er schläft, bedenkt, dass er eine gewisse Geduld muss tun. Das ist der nächste Punkt. Der zweite Punkt der Geschichte ist, ich kenne die ganz grob Leute, die so mit den Dingen kommen,
das ist ganz einfach, du sitzt dich hin an, aber wenn der Gedanke kennt, da liest du wie auf einer Wolke ziehen. Allein für erst den dritten Input zu gehen, an erst den dritten Gedanken zu gehen, sitzt der recht hin an der hat gerade ihrem Innerbewusstsein die Information gehen, dass der Lotto sitzt, für zu meditieren, und für gesinnt, Gedanken schwammen zu lassen. Aber was wird das hier an das Innerbewusstsein machen? Man muss Gedanken, man muss Gedanken erschaffen, die du lernst, schweren. Und an einem Kurs, den unter anderem Empfehlung von den energetischen Körper gegangen sind, habe ich einen Tipp gelehrt, was den dritten Dinge betrifft. Das heißt, ich vergesse nie, damals hat der Kurs hat auch angefangen, Meditation zu erklären. Und ich so, ganz ehrlich, ich war heute noch am Gang da zu verdrehen. Das ist so. Und lo, das macht er 1 Minute, der hat 10 Gedanken, die latsch kommen, und dann denkt er noch ein bisschen drunter zurück, und er denkt um den Moment zurück, wo der Gedanke latscht das, und eher der nächste Gedanke kommt. Und du also 1 Millisekunde zwischen, wo nichts war. Und ob die fokussiert ist, aber den sich mehr auf etwas fokussiert, Energie folgt der Aufmerksamkeit, also kann ihn das vergrößern. Das heißt, er teilt in dem Moment, so mal fest, so Gedanken als Lanscht, lo, ro. So. Das ist ein von den Dingen. Und er wird merken, mit der Zeit geht die Spanne zwischen viel mehr groß, weil er nicht da sitzt und auf den nächsten Gedanke wie auf den nächsten Bus fährt. Aber den Moment präsent, den Augenblick, den Moment, wirklich probiert, vollkommen abzuholen. Aber mit der Zeit wird er merken, dass den immer mehr groß geht und dann wird sich Geschichte. Etwas anderes, was er auch machen kann, weil er sagen, entweder eigentlich, ob ich oder weiß, der kann weiß. Also entweder hat er ein analog Auer, man sie kann sehen, oder der hat den sie kann zählt. Und er geht hin und er guckt die Dinge an, der guckt die Auer an und er guckt diese Konnen, die Lunch gehen. Und er konzentriert sich vollkommen am besten, also nachher für auch aus dem Zuhlen, aus dem linearen rausgehen, am besten als wirklich ein analog Auer, man denkt, sie können sehen und der konzentriert sich vollkommen auf diese Konnen sehen. Und da kommt der Moment, wo Gedanke kommt. Aber dann wichtig ist, dass die Luftwellen anderem 4 aufhängen. Wenn der do aufhängt sind, das sind nur 3 Sekunden, dass sie da komplett aus den Dingen raus, dass sie daran gehen, euch selber den Wind zu schlagen, dann sie daran gehen, euch zu kritisieren für etwas, was er nie gelehrt hat. Das ist ungefähr so, wie wenn ein kleiner Kind den nächsten Schritt möchte, dann auf seinem händesten Land, und das die aufhängt sind, wow, nicht mal einen Schritt gepackt. Das ist genau dieselbe, was er weiß. Dafür, euch bewusst zu sehen, das ist Übung. Der hat die Übung nicht, und er hat die Möglichkeit, die Übung zu kriegen. Aber wenn lo findet, dass das dort nervend oder Weise sich für das dort zu lehren, dem will ich erklären, wie Zen-Meditation funktioniert. Zen-Meditation besteht daran, sich eine Weißmauer auszusichern, sich vor die Weißmauer zu sitzen und die Weißmauer zu betrachten. Und das nicht nur ein paar Minuten, aber ein paar Stunden. Es gibt ein Ding, es gibt ein Buch, Hardcore Zen, ich weiß leider nicht mehr, wie das Autor ist. Und den wird gesagt, von der am Anfang gemäht wird, also du gehst einem Gedanken durch den Kopf. Das ist mal aufgesehen von den Gedanken vom alltäglichen Blabla, kommen auch Gedanken, wo sie sieht, für meine Schei die blöde Mauer zu gucken. Es sitzt dann ich gucke nie Mauer, was hat mit Meditation zu tun. Und die regen sich dann ab und die gehen durch all möglichen Dinge, und dann haben Kinder so plus minus durch die 4 Stufen von der Akzeptanz von dem Elisabeth Kübler-Ross, weil sie das, was gerade geschieht, nicht andere kennen. Aber irgendwie nie leist es sich. Für was leist es sich? Für was ist die Zen-Meditation an die Idee, eine weiße Mauer zu gucken, so interessant? Aber genau aus dem Grund, den ich für Drogen so tun, wenn er eine soi-disant gefeierte Meditation macht, geht der RMG noch einmal Futter, von wegen noch einmal wieder 4 Sachen müssen zu gerieren, 4 Sachen müssen zu verstehen, 4 Sachen müssen irgendwo anzuordnen, etc. etc. An eine weiße Mauer gibt es keine Information. Und da kann Gehirn sich schon mal selber proper machen. Und das echt, was du kannst, das sind blöde Gedanken. Es gibt eine andere Version davon, die Haut so nicht mehr so bekannt ist,
die hat Dunkeltherapie gehecht. Das sind Leute, die sind an einem deichteren Raum nicht angespart, sie konnten mal rauskommen, weil sie ihre freie Will. Der Tisch, sie haben Nahrung gekriegt, sie hatten alles, was sie gebraucht haben. Mehr hier sie komplett davon erwäschgeholt gehen, für neuen Input zu kriegen. An dann kann als ganze Spruchcenter, als ganz Gehirn, die ganzen also Spruchcenter, visuellen Center, kann sich mal putzen. Und das echt, was da geschieht, ist, da könnt Müll heich, da könnt den absolut blöd Gedanke kommen heich. Aber wenn noch dummer diese Meditation will unterstützen, dem kann ich effektiv nimmen uroden, wenn es nach Zeit sind, da kommen wir zwar so los, wo ich den Podcast mache, für die Leute, die später hier lauschen, wo es mir hell geht, aber ich fand es, also schon doch ausprobiert, gibt es einen Platz, wo der spazieren geht, wo feste Pad ist, das heißt, dass es nicht geschieht, geht am Deichtre spazieren, dass visuelle Chant auch aufgefahren. Und holt auch nicht mit, keine Musik mit auf Dauern, dass auch ihre Gehirn sind, kann auch auffahren. Und der wird merken, was das auf Dauer mit der möchte. Also, Problem ist, dass wir mit ganz vielen Techniken, die wir mit auf den Weg kriegen, den Message kriegen, dass wir dem Gehirn muss so was es kann machen, für das es richtig denkt, für das es an den richtigen Bunden ist, für das es zu rauchen und so weiter. Gehirn und sich weiß, wie das geht. Das heißt nicht, dass eben so Techniken, wie ich gesagt habe, gefeiert, also gelegten Resen oder Techniken wie NLP oder so, dass die nicht funktionieren, mehr alles zu seinem Zeitpunkt. Zu den Punkten, die zu übersehen, an die unterstützend sind, als eben auch effektiv die Gedankenstille dummer zu erreichen, dass man als im Gehirn selber die Möglichkeit geben, sich selber auf Sinn oder Weise zu rangieren, weil als Körper kann das, als Gehirn kann das genauso. Da geht es dann so ein bisschen in Dingen, den ganzen Umfang. Das ist vielleicht schon gefeierte Meditationen, schwarzen, lauscht der so un, schwätzen sich überhaupt und wenn sie sich nicht schwätzen, loset auf der Seite. Wenn du seid, wenn Leute so funktioniert das, wenn du Leute so, die haben für mich als extrem schwer zu meditieren, wenn ich nicht irgendetwas aber am Anfang kann, wie gesagt, Unterstützung sind immer gut, dann holt er entweder Musik, die, wie soll ich sagen, also kein Gesang und direkt Instrumentalmusik, verlor er auch nicht nehmen, ob die ganz Licht und Liebe Engelklang do, weil das schwatzt an Eisen, wie soll ich sagen, an Eisen Energien, zwar die Energien zum Beispiel für die Heilchakranen, mit sie kein Tein dran, die mit diesem Tein an ihr Bauchgefühl an ihre Erdung kriegen. Das heißt, die sind auf Dauer auch nicht, das ist wie immer, der kennt der Stadt gerne Heinzens Urlaub schon noch von Zeit zu Zeit. Mir wann gibt es auch Sachen sicher wie eine gute Perkussion, Didgeridoo, Sachen, die wirklich an den Dinge gehen, für das die Zuseite gehen. Weil wenn das zum Beispiel mit der Chakra schafft, da so ein Sommer fängt von innen nur Urwen an all die Techniken, diese Haut von welche nehmen in die ewig Chakra gehen, die das gesieht der Haut an der Esoterik, an den New Age Spiritualisten, die absolut nicht geehrt sind, an die irgendwo, wie sind schon mal so schön, schneiden das Gefühl, dass die aufgestiegenen, das Durven Luft extrem denn ist. Also es soll das nicht aus Base, das geht mir, weil das genau den Dingen ist. Sie sind ganz wenig geehrt, sie sind bei allem nervös, sie fühlen sich bei allem, ja, mehr Leute, wie hier ob der materielle Ärzte sind, etc., und sie nicht verstanden, dass alles spirituell ist, auch als Erd, auch als materiell Teil. Also, guckt immer einen Ausgleich dran zu kriegen. Wie gesagt, du funktionieren Sachen wie eine gute Perkussion, guten Didgeridoo, so Sachen funktionieren da extrem gut, genauso gut wie die andere Seite natürlich dann auch, eben auch könnt Hellklang gebrauchen oder von irgendetwas von wo die zwei dran sind, das ist auch gut. Es gehen auch ganz viele Leute, die mit Frequenzen schaffen, da fand ganz viel am Internet drüber. Lauscht der tun, was man der möchte. Sie das schon bereit dafür. Das sind immer so die Nuancen, die ich da ausschwätzen. Ich persönlich, ich schon meine echt Meditationen, habe ich mit Stephen Harper in seiner Spectrum Suite gemacht, wo auch durch die ganze Chakra geht. Und das sind Einzelklänge, die so, ich soll mal so an der Nähe verlaufen. Es sind Leute, die furchtbar nervös davon möchten, das direkt zu schmatt an einer Gefilde geholt, sodass ich da mit der Rest gut meditieren konnte.
an also kleinen Dingen NRW, wann der bis aufhängt an die Sachen dort zu kommen, da liegen auch Techniken dran, von wie wo der so, was er könnt machen, dass es wann der bis aufhängt, einen gewissen Ausgleich dran zu kriegen, da könnt ihr aufhängen, ja auch auf der dritte A zu konzentrieren. Der dritte A, also sich global, für ganz krass auszudrücken, als zentral von uns zwischen den ganzen Welten. Das gibt als Möglichkeit, als abzumachen, für die verschiedenen Ebenen rundzukommen, für die Informationen davon anzufangen, an für, wie soll ich das ausdrücken, bewusst an den Alpha-Denken zu gehen. Das heißt, Alpha-Denken ist normalerweise etwas, was man machen, wenn man anfangen anzuschlafen. An der ganz Gruppe Leute, wenn sie anfangen zu meditieren, werden auch fast schon, ich schon angefangen zu meditieren, sie nachgeschlafen. Keine Panik, das ist der beste Beweis, dass es um richtige Weg sieht. Weil er Gehirn teckt Rever an Alpha-Denken an, dann sieht der Körper und Gehirn, oh, Alpha-Denken, das war immer für Schlaf an der Gerode auch dran. Aber mit der Zeit, besonders wenn der dann tritt, löser mit an den Dingen holt, der werdet merken, entweder empfandet, wie wenn du irgendetwas liegt, dass etwas du kribbelt, das geht auch löser los. An dem Moment wird er merken, dass er irgendwie nie an dem Aspekt sieht, dass er die ganze Information viel mehr geschlossen an zur Summe kriegt und nicht mehr so linear, und dass er daran gang bewusst mit Alpha-Denken umzugehen. Das sind dann Schritte, die weitergehen, ein bisschen für zu sagen, was mich Meditation über eine Zeit mit ist. Und er wird feststellen, dass wenn er das bis probiert und er steht darüber konzentriert, ohne mit Themen zu gehen, also ohne mit besonders mit Text zu gehen, weil wenn der so ich merke gerade, ich komme rauf, so, ich kann mir da doch bildlich vorstellen, ich habe meine Linie damit, und ich komme rauf, und dann konzentriere ich mich auf den dritten Arm, am Atmen, dass ich mir vorstelle, dass du Energie durch meine Dinge wird Luft, das ist wirklich ein von den Hauptdingen, wo ihr seht, du hast die Energie dran, du hast den Ot, also die Ot war der früheren Ausdruck für die universelle Energie, das was wir als Ki oder Chi-Haut kennen, das wird früher Ot geheischt. Und ich ziehe das mal drauf und ich nähere mein drittes Atemmatten so an den Dingen. Von der Doin hat den Nerv gerade zuerst sieht, ja, und dann konzentriere ich, anatmen, ausatmen, dann sieht Gehirn, ja, was dann noch? Das eine oder das andere, also, so. Ich soll mich auf das fokussieren, ich soll mich nur bannen wenden, mich auf meine Deler konzentrieren, mich zentrieren, mit meinen Ohren sind die ganze Zeit nach am Gang Input zu kriegen. So. Und spätestens du halt vom selben ab, zu gefauerten soi-disant Meditationen zu greifen. Noch einmal, wie gesagt, sie können immer hilfreich sein, wenn der Kinder, wo der sagt, okay, ihr seht die Astoren dafür gut, lauscht ihr so und gebraucht, so, das ist nicht der Punkt. Mir sieht euch einfach nicht mehr bewusst, dass das keine Meditation ist. Egal, wie ihr Leute das verkaufen. Ich hoffe, das geht euch ein bisschen etwas mit auf den Weg für euch vorzustellen, okay, wie kann ich dort runtergehen, beziehungsweise worauf soll ich aufpassen. Und dass auf die oder Weise Techniken fand, oder Weise fand. Also seid euch bewusst, nach einem kleinen Witz zum Schluss, mit einer kleinen Erklärung dabei, Meditation kann ihn überall machen. Wenn ihr am Hund spazieren geht. Ganz viele Leute übrigens meditieren, wenn sie am Auto sitzen. Sie merken nicht, sie sind in einem meditativen Zustand. Du hast das Thema aber noch ein bisschen schon groß, das kann ich gerne abgreifen. Für was doch nicht geschieht, das weil er viel mehr offen ist für die ganzen Dinge Heinz und Zünd, der schon für den zu stehen und für Sekunden, wie du kommst, aber das war, weil er in einem meditativen Zustand war. Der könnt meditieren, während er am Gott schafft, während er am Gang sieht, zu spulen, zu putzen, was immer der macht, Meditation, den meditativen Zustand, das irgendwie immer zu kriegen. Auf wen Leute so noch Zweifeln hat, dem will ich einen kleinen Witz mal erzählen. Es sind zwei Menschen, die begegnen sich an ihrem Park. An den einen, die möchte gesieht, wie 7 die schreien, an den anderen, die fragen, was ist da mit der los? Was ist der geschieht? Aber ich war gerade bei Eisen Abt und ich schon die gefragt, kann ich auch 5, wenn ich biete? Und du hast gesagt, nee, das geht nicht. Ah, ja, okay, ich habe das selber gefragt. Ja, was hat denn der da gesagt? Bei ich schon den Abt gefragt, kann ich auch bieten, wenn ich 5? Und hat den Abt gesagt, ja, natürlich. Vielleicht geht es ein bisschen ein Unterschied an dem Dinge von wegen, worum es geht. Das heißt, ja, wenn der erst den Moment ist dezidiert, für an den meditativen Zustand zu gehen, dann ist es egal, was er macht. Das wird er über Zeit herausfinden.
mir geht nicht hin, also ich will nur meditieren und da fängt run nach anderem erst Gedanken zu machen, an den Handy rauszuholen, dann auf den Handy zu gucken, auf den Laptop zu gucken, irgendeine Musik aufzunehmen, oder eben erst von einer Stimme feiern zu lassen. Dann sind wir nicht mehr an die Meditativen dran. Ich hoffe, die Nuance möchte ein bisschen mehr klar, wo Togelei mit dem, was heute das als Meditation angeboten wird, an wie ist immer so schön, dass nicht überall Meditation dran, wo Meditation draufsteht. In dem Sinn, vielmals merci für das Nachlauschtern, und wie immer, schöne Mitten, schönen Abend und eine gute Nacht.